Es geht weiter immer heiter, zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword HD. Wobei heiter ist natürlich für Link eine ganz andere Situation jetzt. Es sieht zwar, muss ich sagen, vor allem jetzt hier auf der Switch echt episch aus mit den ganzen Lichteffekten und so. Durch den Vulkan, der ausgebrochen ist und ja, irgendwie natürlich genau in dem Moment, wo wir landen wollten, ist der ausgebrochen und irgendwie wurden wir dann weggeschleudert, sind bewusstlos geworden, die Moblins haben uns gefunden, uns unsere Items beraubt. Fand ich jetzt nicht so geil. Und wir müssen jetzt irgendwie alle wieder zurückbekommen, also alle unsere Items. Sonst wird's schwierig. Hat die drüben noch irgendwie andere Bomben oder so? Ich schwöre, ich hätte drüben noch welche. Naja, okay. Ich glaube, mit den Bomben rennen geht ja gar nicht, hä? Obwohl man sich fragen könnte, warum nicht. So. Ab nach oben für die nächsten Items. Die wir dringend brauchen. Oh, ist das heiß. Ich schätze, dieser Weltling vor mir. Gut, ist für uns kein Problem, wir haben die Feuerohrringe. Die tragen wir kurioserweise immer noch. Die Wasserdrachenschuppe haben sie uns geklaut, aber die Feuerohrringe nicht. Gut, das bringt uns überhaupt nichts, aber es ist natürlich ein Indiz dafür, dass wir bald die Schleuder kriegen. Alles klar, Kumpel. Irgendwas muss da passiert sein. Also ein bisschen schwierig, durchzukommen, würde ich mal behaupten. Eine Bomben kommen da sowieso nicht weiter. Jetzt bin ich hier oben. Die Schleuder haben wir hier. Ich würde trotzdem gerne erstmal die Bomben da drüben holen. Okay, weit und breit keine Monster. Feuerfledermäuse, okay. Bestimmt gerade ein bisschen weniger, muss ich zugeben. Ah. Okay, sind abgehauen. Kann ich jetzt so hier rüberkommen? Ja, klar, ist vor allem wegen dem hier unten, aber wie kommen wir da zurück? Ich würde doch gerne erstmal die Bombentasche holen. Da muss ich sogar runter, weil es hier zu stark bewacht wird. Ja, das wird schwierig. Holen wir uns erstmal die Schleuder. Was das Teil hier soll, verstehe ich auch nicht ganz. Ah, zum Zurückkommen, logischerweise. Ich trottel. Warte mal, war ich hier drüben eigentlich schon mal? Kommen bekannt vor, wa? Okay. Sobald wir also die Bomben haben, können wir da durch. Gut, dann muss ich ganz kurz auf den nächsten warten. Oder geht ja natürlich auch so, Ist zwar vermutlich, denke ich jetzt mal, für den Rückweg gedacht, aber warum nicht auch so? Ah, ich sehe schon warum. Ja, ich sehe warum. Plattform. Schwein gehabt. Das dürfte jetzt nicht so schwierig sein. Denn er sieht uns da oben ja nicht, zum Glück. Da drüben haben wir gar keine Bomben. Kann ich so weit werfen, dann müsste ich rüberspringen mit den Bomben, ne? Das sehen wir gleich. Hey, keine Chance. Dass ihm gar nichts auffällt. Oh, da kommt wieder eine. Wow, Alter. Puh.
glaube, das wäre Game Over gewesen, oder? Der wäre getroffen. Alter Schwede. Die Streuschleuder. Ja, wofür wohl? Genau, um Gegner zu betäuben natürlich. Was, denke ich mal, für die Bomben da oben ziemlich wichtig sein dürfte. Also sprich, um die Bomben zu kriegen natürlich. Ja. Die Bombentasche, besser gesagt. Bomben haben wir hier überall, aber die Tasche selbst fehlt mir ja. So. Dann mal auf die Schleuder switchen. Zum Glück habe ich irgendwie, ja, die voll upgraded und habe 20 Stück Schussanlage. Das dürfte eigentlich reichen. Müsste doch irgendwie so hinkriegen, dass ich sie dann abschieße. Ah, der bewegt sich gar nicht. Super. Nein. Ernsthaft? Ich habe gerade geschossen. Ich habe geschossen, Freunde. Gut, ich bin zum Glück nicht mehr im Ding drin. Okay, Schwein gehabt. Puh. Das schon wieder alles neu suchen. Nee, ich hab die Schleuder doch ausgerüstet gehabt und alles. Warum hat es nicht geklappt? Eine Scheiße aber auch. Ja gut, wie das funktioniert, weiß ich jetzt zwar auch nicht, wieso deswegen auch das Licht ausgeht. Aber hey, man muss auch nicht immer alles verstehen, klar. Einerseits wäre es natürlich logisch, dass wenn uns die Moblins erwischen, dass wir zurück ins Lager gehen. Andererseits wäre es vielleicht auch ein bisschen, ja, krass gewesen, sag ich jetzt mal. Also den ganzen Weg zu nehmen. Andererseits, wir haben ja die Items. Wenn sie uns die Items auch wieder klauen würden, das wäre nicht lustig. Das würde ich sehr abfucken, sag ich jetzt mal. Wobei es auch etwas ist, was sich ja im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte vor allem, in der Videospielentwicklung auch geändert hat. Früher waren die ja wesentlich schwerer, da wäre sowas gar kein Thema gewesen. Hätte einfach gesagt, okay, Link wurde entdeckt, er muss zurück zum Anfang, verliert alles in Items. Pech gehabt, versuch's nochmal. Aber ja, das gehört der Vergangenheit an. Juhu! Okay, ein Satz mit X war wohl nix. Ja, er muss irgendwie wieder zurückkommen, wa? Also muss er die Dinger irgendwie abschießen und betäuben. Dann wäre jetzt halt die nächste Frage, gehen wir jetzt wieder ins heiße Gebiet zurück, sage ich jetzt mal, dort wo wir gesehen haben, dass dort offenbar, dass wir nur mit den Bomben weiterkommen, oder gehen wir nochmal erstmal ins andere Gebiet weiter unten. Warte mal, bevor ich hier groß rumquatsche, das hier, weil hier haben wir auch gesehen, dass irgendwie so ein komischer Eingang ist und der irgendwie was bringen soll. Da komme ich ja auch jetzt mit den Bomben entlang.
Ja, super. Dankeschön. Ja, schon besser. Achtung, Link, Kopf einziehen. Aber auch hier ist immer noch nichts. Schon seltsam, war. Okay, soll uns soweit aber recht sein. Dann gehen wir jetzt aber doch wieder zurück. Sprich in das extra heiße Gebiet, wo wir mit den Feuerringen ja hinkommen. Die Feuerringe, die uns zum Glück nicht geklaut wurden. Hey. Oder machen wir schneller, komm. Offenbar, so wie es ja uns der Mogma vorhin erzählt hat sie auch keine Gegner mehr. Warum auch immer. Also klar, die Dinge hat es noch. Ah ja, wenn man zum Testen war. Nö, so klappt es nicht. Also Enterhaken und Greifhaken kann man hier nicht. Zum Kämpfen nutzen, zumindest nicht zum Anvisieren. Seltsam. Hm, egal. Wir haben andere Sorgen. Oh, ein paar Käfer. So, wir müssen hier weiter, wa? Einerseits ist die Frage, muss ich auch hoch? Hoch sage ich schon. Runter natürlich. Also quasi Rutschbahn runter, oder ist das momentan noch nicht wirklich wichtig? Ich sehe ja nichts markiert wegen Items und so, also wird wohl hier noch nichts sein. Aber ist eh die Frage, weil wir sehen gar keine Truhen mehr. Die restlichen Items alle hier irgendwie im Vulkangipfel? Denn uns fehlen da noch ein paar. Der Bogen, der Käfer, das Netz, okay, bringt mir im Kampf zwar nichts, aber egal. Die Schuppe, das Masterschwert und die Abenteuertasche, also alle Items der Abenteuertasche. Hey. Kann mir einer erzählen, wie das Masterschwert hierher gekommen ist? Wir erinnern uns, Freunde, hey, die Bösen können es nicht anfassen. Also sie können es hier nicht irgendwie hingepackt haben. Geht eigentlich gar nicht. Hä? Ja, drück A und dann? Du hast das wahre Masterschwert wieder. Du bist wieder ein Held. Nun kannst du Boglins endlich zurechtstutzen und wieder mit Pfeil sprechen. Und das Schwertschein ist auch wieder da. Vielen Dank, Gebieter. Entschuldige, dass ich eben nicht bei dir sein konnte, Gebieter. Ich habe dorthin bereits eine starke Präsenz gespürt. Es besteht eine Chance, 60%, dass es dabei um den Drachen handelt, der eine Stimme des Heldenlieds hütet. Die anderen 40% sind mir unbekannt. Ich empfehle, eine restliche Ausrüstung einzusammeln und sich dann auf die Suche nach dem Drachen zu begeben. Jo, aber ganz ehrlich, Freunde, das Gebiet kann eigentlich nicht mehr so groß sein. Andererseits aber irgendwie Hilfe mit der Suche, nee, wa? Okay, jetzt plötzlich sehe ich eine Kiste. Vorhin habe ich sie nicht gesehen. Oh Mann, die Karte, hey. Hallo Fee, kannst du bitte mal... Danke. So. Eher schwierig so. Vielleicht doch mal hier hinein gucken, ob sich hier was verändert hat. Aha. Hat sich auch ein bisschen was getan. Wow, 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 wow. Nee, nee, Freunde.
Nicht mit mir. Schade. Was hat später nochmal? So. Ja, da wird's, sag ich jetzt mal, jetzt halt weitergehen. Aber wie ich vorher schon meinte, stattdessen mal unsere Items wieder einsammeln. Was ist hier los? Also. Ja gut. Wenn der Spieler das unbedingt so möchte, bauen wir uns halt am Floß. Oh, ein bisschen nahe, wa? Ja, hätte ein bisschen weiter weg platziert werden müssen. Und tschüss, Floß. Schöne Scheiße. Okay, das Ganze nochmal von vorne. Zustechen. Abwerfen. So, hat geklappt. Na, Freunde, wer will nochmal? Wer noch nicht? Servus. Ja, ich bin's, Link, der Held. Hä? Hat gerade Fledermaus 2... Oh, Kies, wie sie eigentlich heißen. Hatte gerade 2 Hiebe mit dem Masterschwert ausgehalten? Krasse Scheiße. Hey, Freunde, was geht ab? Kohle, Kohle, Kohle. Ja, ja, Geld werden wir noch viel brauchen, Freunde. Aber das zum späteren Zeitpunkt. Vor allem auch, um uns die ganzen restlichen Items noch zu krallen. Aber da weiß er mittlerweile auch wieder, wie man im Spiel am schnellsten zu Geld kommt. Und jetzt die große Überraschung, Freunde. Du hast die Abenteuertasche wieder und Ziehen und den restlichen vermissten Items sind auch dabei. Also hier waren plötzlich alle restlichen Items plötzlich auch drin. Das war etwas, wo ich mich damals auch gedacht habe, puh. Also ich meine, die Items hier in der Abenteuertasche, dass die alle da drin sind an der Truhe, okay. Finde ich cool, weil sonst wäre es nervig gewesen. Aber der Pfeil, ja gut, Pfeil und Bogen, den kannst du halt auch zum Kämpfen nutzen. Dann wolltest du das Schwert nicht unbedingt, wa? Aber trotzdem, eben das... Ich hätte es geil gefunden, hätte man irgendwie den Bogen, den Käfer, das Netz kann ich darüber streiten, aber die Dinge hat auch irgendwo noch sonst versteckt gehabt. Die Wasserdrachenschuppe hätte man gar nicht verstecken brauchen, wozu auch? Also ich meine, wozu die Wasserdrachenschuppe einem abnehmen, die Feuerringe nicht, das ist irgendwie... Ja. Wieder mal so eine typische Videospiel-Unlogik, sage ich jetzt mal. Aber hey, wer bin ich, dass ich den Entwickler kritisiere? Vielleicht haben sie zum Schluss auch vergessen. Weil es auch gewissen Zeitdruck und so gab und ja, ist jetzt auch, sag jetzt mal, unwichtig, hat nichts mit der Story zu tun und so, sonst irgendwie deswegen etwas entgangen wäre. Ah, warte mal, stimmt, Shield können wir mal ausrüsten, wa? So. Also dann. Das müsste der letzte Kubus hier sein. Alter, hat das eine Reichweite. Und Fei meinte ja, dort hinten rechts, also dort sei irgendwie eine Präsenz zu spüren. Ich habe jetzt gerade eine Frage. Ah, scheiße, kommt da gar nicht drüber, wa? Ich habe gerade gefragt, ob ich irgendwie vielleicht mal eine Ehrenrunde drehen könnte mit dem Teil hier, aber das geht offenbar gar nicht. Nee, auch hier haben wir alle Kuben. Freunde, klar, wir haben somit alle Würfel oder eben Kubel, Artefakte Göttin, wie auch immer, die es im Spiel gibt, gefunden. Okay. Kennen wir auch, wa? Vom zweiten Tempel aus dem Spiel. Also sprich vom ursprünglichen ersten Tempel hier. Im ersten Tempel im Feuergebiet. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Tempel des Erdlands, glaube ich sogar, oder? Das war ja einer der beiden Tempel, wo sich Zelda ja irgendwie auch spirituell reinigen oder beten musste, um die Erinnerungen von Hylia zurückzubekommen.
So. Und nun? Hoho, ein Mensch schafft es, dieses heiße Land zu durchqueren. Sieh an, sieh an. Du trägst das heilige Symbol auf deiner Hand. Vor langer Zeit hat mir die Göttin eine Weise anvertraut. Und du bist derjenige, für den ich sie gehütet habe. So sei es, Menschenkind. Höre meine Stimme des Heldenlieds. Der Drache Elden gefällt mir. Ist endlich mal ein Drache, der nicht irgendwie sagt, oh, du musst jetzt eine Prüfung bestehen oder so, sondern der sich einfach denkt, okay, der Junge, der hat schon genug durchgemacht, gebe ich ihm einfach, Schluss aus, fertig. Und das stimmt ja auch. Wir haben genug durchgemacht. Der Ausbruch des Vulkans war das Werk meines Zorns und du bist hineingeraten. Ah, okay. Verzeih mir. Schon bald werden sich Erde und Himmel in ein freundliches Licht färben. Jetzt kannst du aufbrechen. Merken wir uns den Feuerdrachen, also Eldin, einen hochwohl verehrten Eldin niemals wütend machen. Gebieter, ich habe was zu berichten. Die Eruption des Vulkans ist zu Ende. Es ist nun möglich, wieder zurück ins Wohlgemeer zu reisen. Das ging vorhin gar nicht, okay. Sehr gut, Gebieter. Du hast nun 3 Stimmen des Heldenlieds erlernt. Um die einzelnen Stimmen richtig zusammenzufügen und die letzte Stimme zu erhalten, besuchen nun den großen Himmelsgeist Narisha. Das machen wir, Freunde, in der nächsten Folge. Aber vorher haben wir noch ein bisschen was zu tun, wenn wir ganz ehrlich sind. Es gibt noch... Wieso bin ich überhaupt hier gelandet? Verzeihung, Freunde? Da steht ja die Blauen. Die halten ja eigentlich ein bisschen mehr aus, außer wenn es der Wirbelwind ist, dann halten sie doch nicht so viel aus. Tja. Genau, nächste Folge werden wir ziemlich sicher Narisha auch noch besuchen, aber wir haben hier unten noch was anderes zu tun im Erdland. Also vor allem jetzt hier im Vulkan. War da nicht irgendwie so ein Typi, so ein Wahrsager, der gerne eine neue Kugel hätte? Wäre jetzt eine Option, wa? So, ich gucke jetzt trotzdem nochmal nach. Es dürfte sowieso nichts mehr hier sein, weil ich weiß ja, wie bereits erwähnt, wo die restlichen 5 Herzteile sind. Keins davon ist in Eldin. Wenn wir jetzt hier noch die letzte Sidequest mit dem Wahrsager abgeschlossen haben, müssen wir Eldin eigentlich komplett durchhaben. Guck bei ihm hier. Risiko-Rubinjagd, ja. Klar kann man dort auch Geld farmen, aber da gibt es eine viel bessere Variante, um Geld zu farmen, ganz ehrlich. Altes Großeigentum, Tempel des Erdlands. Ach, schön, Freunde. Schön, schön. Wie sich alles komplettiert und alles schön zusammenfügt. Wie sieht es eigentlich jetzt hier aus? Alles zerrissen, super. Stimme des Feuers, Stimme des Donners, Stimme des Wassers. Die Reihenfolge war sogar richtig, war von links nach rechts. Da hätte ich jetzt zuerst einen Donner gemacht, wäre jetzt Donner hier links gewesen. Nee, ich glaube nicht, das war sogar so. Krasse Scheiße. Der scheiß Pyrohüpfer fehlt mir auch noch, muss ich auch noch irgendwie gucken, wie wir den irgendwie kriegen. Aber egal. Nächster Part, also erstmal, ja, Narisha und Sidequest kombinieren. Weil ich würde doch gerne, zumindest bevor wir uns zum Triforce aufmachen, dann noch irgendwie das mit den Sidequests irgendwie machen und wenn es sogar geht, die restlichen Herzteile sammeln und eben den mächtigsten Schild im Spiel. Also sprich irgendwie eigentlich schon zu sagen, hey, Spiel 100% komplettieren, bis auf Triforce, weil dann sind wir eigentlich schon am Ende des Spiels angelangt. So ziehen wir zumindest. In dem Sinne, danke fürs Zusehen, wir freuen uns ein bisschen nächstes Mal hoffentlich zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword HD. Zurück in den Wolkenhort, zurück zu den Sidequests. Und Story. Und alles drum und dran.
einfach 100% des Spiels. Geil! Bye bye.